Ah, die Kamera. So, jetzt bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Lassen Sie uns ein paar Minuten Zeit zum Aufräumen und dann sehen Sie die Königsdisziplin aller Hundesportarten, die sicherlich zu den größte Herausforderung für Hund und Mensch ist und zu den schwierigsten gehört, die aber auch jeder lernen kann, der dranbleibt, könnte man sagen, der wirklich im Training mit seinem Hund nicht täglich, aber mehrfach übt und der einen Hund hat, dem das auch Spaß macht. Wir haben das hier in der Halle nicht sehr oft gezeigt. Es ist eine sehr anspruchsvolle Sportart. Lassen Sie sich überraschen. In ein paar Minuten geht es hier los. Optimal, lieber Kinder.
Dann darf ich Sie jetzt einstimmen auf Obedience, die Königsdisziplin aller Hundesportarten, und gezeigt wird Ihnen, wie das funktioniert, welche Regeln es gibt, was der Hund können muss, was der Führer beachten sollte. Von Kerstin Vogel von der Interessengemeinschaft English Obedience ist noch ein Tag schwieriger als die anderen Obedience-Variationen. Ich begrüße Kerstin Vogel und ihre Hundesportler, hoffe ich. Ja, vielen Dank. Auch das Wort von unserer Seite. Wir zeigen jetzt zum ersten Mal englisches Obedience hier in Deutschland. Das erste Mal natürlich auch auf der internationalen Hundeausstellung in München. Vorab, englisches Obedience ist keine Konkurrenz jetzt zum FCI Obedience, sondern einfach eine andere Art, es zu betreiben, mit einer etwas anderen Ausbildungsmethode, die für die Hunde leichter und besser zu erlernen ist. Obedience kommt grundsätzlich aus Großbritannien, das ist das Herkunftsland. Das Wort sagt es eigentlich schon, to obey heißt gehorchen. Und Obedience, so wie es heute betrieben wird, ist ein Ableger der Working Trials, die in England nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt worden sind. Man wollte damals die Arbeitsqualität der Hunde erhalten, die man im Weltkrieg eingesetzt hatte. Und auch wenn heute überwiegend Border Collies diese Szene bestimmen, damals waren es die deutschen Schäferhunde, die in den ersten Obedience-Wettkämpfen geführt worden sind. Der überhaupt erste Obedience-Test ist bereits 1949 in London durchgeführt worden. Der Unterschied zum FCI Obedience ist einer der deutlichen Unterschiede ist, dass da die Hündinnen und die Rüden getrennt gerichtet werden. Das ist bei den Crafts in England heute noch so. In Deutschland gibt es eigentlich erst seit diesem Jahr Wettkämpfe in englischen Obedience. Es hat jetzt gerade erst der dritte stattgefunden. Was wir heute zeigen wollen, sind die Ausbildungsmethoden und der Weg, wie man einen Obedience-Hund ausbildet. Und das bringt uns jetzt auch gleich zur Vorstellung der Teilnehmer. Wir fangen an mit Suvi Collion, mit ihrem Soft-Coated Weekly Terrier Sam. Sam ist 11 Jahre alt. Der wird auch in FCI Obedience geführt. Klasse 3. Zweite ist die Julia mit ihrem Sheltie Matrix. Julia Bernd. Matrix ist 8 Jahre alt. Die kommen gleich hier. Als dritten haben wir den Josef Lechner mit seinem Malinois Ace. Ace ist jetzt 2 Jahre alt. Hat gestern sehr erfolgreich eine FCI-Obedience-Prüfung abgelegt. Dann kommt die Toni Bernd mit dem Profi. Profi ist 4 Jahre alt. Und ein Sohn von der nächsten Linie, das ist die Susi Hugo mit ihrer Diana. Das ist jetzt mittlerweile 10. Und als letztes sehen wir die Anna Herzog mit einer Border Collie mit den 2-jährigen Mia. Was wir hier schon mal sehen, ist, dass die Fußarbeit im englischen Obedience sehr viel Wert drauf gelegt wird. Sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass die Hunde freudig und motiviert arbeiten. Profi muss seine Mutter eben nicht. Das ist nicht Promis Hund, deswegen. Das Hauptaugenmerk wird also auf korrekte Fußarbeit gelegt. Es geht um richtige Wendungen im Winkel, es geht um perfekte Harmonie zwischen Hund und Halter. Und was man hier schon sehen kann, ist, dass die Hunde eigentlich sich durch nichts ablenken lassen. Die laufen da jetzt zu 6 auf einem relativ engen Raum, sind hochmotiviert und eigentlich ausschließlich auf ihre Hundeführer fokussiert. Aufgebaut wird diese Fußarbeit schon mit Welpen. Und zwar wird etwas, was Handpass heißt. Man bringt die Hunde also zunächst bei, der Hand zu folgen. Was man hier jetzt auch sehr schön sehen kann. Die Hand dient dabei am Anfang nur als Hilfsmittel, als eine Art Target, und wird nachher abgebaut, sobald der Hund verstanden hat, was er machen soll und wo seine Position neben dem Hundeführer ist. Diese Übung
sie ganz genau wissen, was sie tun und was sie tun sollen. Wir sehen jetzt bei der LIA und beim ACE, damit allen Mitteln versucht wird, aus der Reserve zu locken, sprich aus der Fußposition raus. Und Sie sehen, dass diese Hunde gelernt haben, das, was sich für sie lohnt, ist in der Fußposition zu bleiben. Der ganze Aufbau erfolgt über operante Konditionierung. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit positiver Bestätigung. Der Hund lernt, die können wir da seitlich ein Spielzeug hinhängen, die können nur in der Fußposition bleiben. So, auch sehen, die Hunde werden sofort mit Spielzeug Hunde im englischen Obedient sollen erstens verstanden werden, und sie sollen zweitens eine starke Mentalität haben, die sollen sich auch mal was trauen, die sollen etwas ausprobieren können. Das heißt, wenn wir anfangen zu diesem Ablenkungstraining, dann darf der Hund den Fehler machen. Das heißt, er darf auch mal weggehen aus dem Spielzeug und sich dann aber selber entscheiden, sich zurück auf den Hundeführer zu konzentrieren. Und da ist der Lernerfolg bei dieser Art der Ausbildung einfach ein sehr viel größerer. Die Susi zeigt das jetzt auch nochmal mit ihrem Profis, wie das mit der Ablenkung funktioniert. Das ist ein Hund, der eigentlich hochmotiviert am Spielzeug ist und der entscheidet sich trotzdem in diesem Fall, die Position neben dem Hundeführer zu halten. Das Ganze wird natürlich schon im Welpenalter angefangen zu üben. Wenn man einen starken, mental starken Hund haben will, muss man natürlich so früh wie möglich mit dieser Art der Ausbildung beginnen. Wobei natürlich bei ganz jungen Hunden nicht in dieser Art gearbeitet wird. Also man fängt an mit ganz leichten Ablenkungen und steigert sie mit der Zeit je nach Ausbildungsstand des Hundes. Was zu dieser Ausbildung auch noch dazu gehört, die ist natürlich nicht nur für Prüfungen sinnvoll, ein mental starker Hund hilft einem auch im Alltag. Über die verschiedenen Gelegenheiten. Die Spielfreudigkeit ist natürlich auch noch wichtig, wird ebenfalls sehr viel Arbeit gesteckt. Ja. Wir zeigen jetzt noch einige etwas komplexere Übungen aus dem englischen Obedienz. Das zeigt uns die Anna mit ihrer Lia. Die Übung heißt Send Away. Und die Aufgabe ist, den Hund aus einer bestimmten Entfernung durch diese zwei gelben Dinger da, das ist noch Osterhasen, Entschuldigung, durch die beiden Osterhasen hier durchzuschicken zu einem sogenannten Backmarker, wo der Hund sich dann hinlegen soll. So, das ist natürlich eine perfekt gezeigte Übung. Wunderbar, der Hund ist ohne zu zögern durch diese Osterhasen, vor durchgegangen, hat sich hinten auf Befehl angelegt. Das war jetzt ein bisschen Frühstart, passt. Eigentlich soll der Hund liegen, bis der Hundeführer ihn ruft, aber gut, der Hund ist 2 Jahre alt. Sehr schön. Dann schließt er an, zeigt auch mal die Fußarbeit und konzentriert an den Zuschauern, soweit es für diesen Hund überhaupt kein Problem ist. Und das sieht auch sehr freudig aus. Obedience wird die Reihenfolge der Übungen von einem Steward angesagt. Das macht die Susi jetzt gerade. Da wird angesagt, ob Laufschritt, langsam oder normaler Schritt. Die rechte, linke Tiere werden angesagt. Der Hundeführer muss all das natürlich korrekt ausführen. Wendungen auf der Stelle gehören ebenso dazu. Wie man sieht, verlässt der Lia die Position neben dem Hundeführer zu verdienen.
So, das ist ein perfektes Abnehmen. Der Hund sitzt sehr dicht vor mit dem Apporte. Begibt sich anschließend nach dem Abnehmen wieder in die Grundstelle. Tobi? Bitte? Werden wir, wie gesagt, im FCI geführt, da ist das mit dem Vorsitzen ein bisschen anders. So, dann kommt der Matrix. Sehr interessante Antworten. So, dann der Set. Was soll Tricky Mani? Deine Ehrenrunde. Die Leute nicht mehr bringen. Habt ihr nicht mehr, oder? Habt ihr alles? Habt ihr komplett alle Prüfungen gemacht? Ja, wir haben jetzt erstmal schon gedeckt. So, und dann kommt der Profi. Aus dem holländischen Begleiter. So, man sieht bei diesen Übungen sehr schön, dass den Hunden die Spielzeuge wirklich sehr wichtig sind. Und so Verlängerungen da eigentlich habe ich den Vorteil von diesem Spielzeug nicht akzeptieren lassen, als es in die Füße geht. Und das war jetzt die Apportierübung aus dem englischen Da sind die nicht so geeignet. Ja? Also auf diesem Zeitpunkt zeigen wir jetzt auch noch eine Ablageübung, die ist auch, wird auch trainiert mit möglichst viel Ablenkung. Das heißt, wir legen uns in die Runde mal alle wirklich eng neben. Dein Mann heißt Lukas. War ein großer Typ, ne? Ja. Staatlicher Kerl, ne? Ganz mal einer. Kleiner anschaust, der sieht jetzt schon wohl seit Jahren. Wer schon mal eine Begleitgruppe gelaufen ist, weiß, wie schwierig es ist, diesen auch nur alleine irgendwo abzulegen. Die müssen jetzt zu 6 nebeneinander liegen. Die Hundeführer gehen weg. Ja, das ist schön was. So, jetzt erinnern wir uns nochmal an die Sache mit dem Apportieren von vorher. Das waren genau dieselben Spielzeuge, die da geworfen worden sind. Die Hunde sind aber so unter Kontrolle und so beherrscht. Die wissen so genau, was sie zu tun haben, dass das vollkommen egal ist. Das ist eine tollere Nase. Impulskontrolle. Also Susi hat da jetzt, mein Gott, ist das fies. Susi hat ihm jetzt wirklich 2 Leckerli auf den Boden gelegt und der Hund bleibt einfach liegen. So, jetzt werden die Leckerli noch gewollt. Ups! So, wenn sowas passiert, wird der Hund natürlich nicht bestraft, sondern einfach schade worden wieder zurückgelegt. Kommt noch jemand anderes, der ablenkt, das macht die anderen jetzt nochmal. Okay. Also für alle, die das nicht sehen können, hier hat jetzt noch ein Leckerli auf den Hund. Oh, le regard qu'elle lui lance, sur le regard des lieux, regarde son œil. Non. C'est bien qu'elle avait été ensuite la première fois avec le groupe, qu'elle avait rien.
avait été ensuite avec Momo et Véro, en plus tard. Et je me souviens qu'à l'été, en plus tard, on avait dormi sur l'hôtel là, ils avaient été un hôtel. Und ich glaube, man hat ja sehr schön gesehen, was das Besondere an der Ausbildung dieser Hunde ist. Elle était tellement fatiguée, déjà, elle était la grosse là, après, on a eu vraiment fait du camping, hein, tu vois. Die Hundeführer gehen jetzt dann gleich zurück zu ihren Hunden und zeigen nochmal in einem großen Kreis, wie die Fußarbeit aussieht. Und das war dann eigentlich auch schon das Ende von unserer Woche. On peut dormir au moment où on a le temps, parce qu'on sera rapide, on va au début, c'est normal, en fait, on n'est pas là pour So, ordentlicher Ausflug. Vielen Dank an Subi, an die Julia, den Sepp, Subi und die Anna für diesen Einblick in englische Flüge. So, ein ganz herzliches Dankeschön an Kerstin Vogel und an die Hundesportler von der Interessengemeinschaft English Obedience. Wenn Sie darauf Lust haben, informieren Sie sich am Stand der Idee. Es ist natürlich, haben Sie gesehen, sehr anspruchsvoll, aber es macht auch Spaß und die Hunde nehmen da sehr, sehr viel mit in ihrem Alltag. Bei uns geht es in einer Minute weiter mit einer inzwischen bei uns schon etablierten Nummer, nämlich unserem Gast aus der Tschechischen Republik, die gleich Ihnen Dogdance zeigen wird.
Ja, es gibt